noch heute Morgen, als wir uns aufs Markt Da habe ich doch überhaupt nicht dran gedacht. Du, hier, 2 Theaterkarten. Erster Rang, 2. Reihe, Platz 16 und 17. Na, was ist? Hast keine Lust? Habe ich vom Versorgungsbund gekriegt. So, ja, wäre ja schön, nicht, Mann? Ach komm, setz dich doch erst mal hin. Oh ja, danke. Wann ist das denn? Na, heute Abend. Was, heute Abend schon? Nee, du, das wird nichts. Wieso? Plätten kannst doch morgen auch noch. Das wohl, aber mein Mann und meine Kinder kommen doch gleich. Und habe ich doch schon das Essen auf dem Herd und die haben das ja alles gerne parat, weißt du. Clara, die sind doch alt genug. Die können sich an einem Abend doch auch mal selbst versorgen. Sollten sie eigentlich können, aber... Ach, nun mal los. Du, wir haben uns doch auch noch so viel zu erzählen, weißt du. Hier, hör mal. Was? Bleib die Erinnerung, doch. Na, siehst du. Und die könnten wir doch nach dem Theater im kleinen Café oder Restaurant noch ein bisschen pflegen. Na, die Erinnerung meine ich. Ja, du, ich weiß nicht, so auf den Stutz. Clara, das Glück kommt immer unverhofft. Na, und dass wir beiden uns heute Morgen nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder getroffen haben, du, das ist für mich ein Glücksfall. Für dich nicht? Ja, für mich auch, aber... Ach, warst du kein Aber. Du legst deinen Leuten einen Zettel hin, bin im Theater. Nee, das geht nicht. Du, die kennen das doch überhaupt nicht von mir, dass ich immer nicht zu Hause bin, wenn sie kommen. Oh Gott, hast du die 3 so verwöhnt. Naja, ein klein bisschen habe ich das wohl nicht. Oh, warte mal, ich muss mal eben in die Küche, dass mir auch ja nichts malhört. Augenblick. Ja, pass mal bloß auf, dass da nichts passiert, du. Ja. Oh, also so eine Hausfrau und Mutter, die kommen mir immer vor wie so eine unbezahlte weibliche Berufsfeuerwehr. Immer auf dem Kiviv, dass es auch ja keinen Alarm gibt. Auch. Ach so. Na, ist denn du in der Küche alles klar? Ja, aber da fällt mir gerade noch ein, dass ich... Stopp mal eben, Clara. Ja, du hast doch Besuch. Ja, das auch noch nebenbei. Oh, du. Nicht nebenbei. Ich bin dein Besuch, Clara. Ja, das bist du. Lieber Besuch sogar, Paula. Ja, nee. Und die Tante hat dir auch was Schönes mitgebracht, mein Dern. Guck mal hier. Na, kann das Kind auch Danke sagen? Also, nee, Paula, das kommt mir zu Batz. Ja, ich hab auch gar nicht recht, was anzuziehen. Oh Gott, nö, habt ihr das so knapp? Oder gibt dir dein Mann nicht genug Wirtschaftsgeld? Oh ja, das tut er. Ne? Wann warst du denn zum letzten Mal im Theater? Hm? Theater, warte mal, das war Sie kann sich gar nicht drauf besinnen, nicht? Du, der wird das aber höchste Zeit, dass es heute Abend klappt. Das Datum, das wirst du dir bestimmt merken. Ja, du, das streiche ich mir 3-mal rot an dem Kalender, wenn Oh, ich... kein Wenn und kein Aber, pass auf, hier. Ich leg dir die Karten hierher. Hier in der Ecke liegen sie, du, dass sie nicht in die Krabbel kommen. Ja. Und auch als Pfand dafür, dass du mitgehst. Meinst du wirklich? Clara, im Theater, da warten 2 leere Plätze auf uns. Gerade auf uns beide. Ach ja, Theater, schön wär's ja, nicht? Was? Na, siehst du, in einer halben Stunde halte ich mit der Taxi hier vor der Tür und hol dich ab. Wie? Zieh dich um, leg einen Zettel hin. Ja, du, aber wenn sie nur schon eher kommen und ich bin denn... Und ich muss ihnen denn... Du musst überhaupt nichts, Clara. Die Uhr ist 7:45. Punkt 7:45. Ob sie nur hier sind oder nicht, du gehst mit. Du, um 8 geht die Vorstellung los, nicht? Ich freue mich ja, Paula. Ja, Vielen ja, Dank. um 8 Uhr mach dich hübsch. Ja, Nicht aber bis nachher, denn Ja, schön. Oh, Mensch. So, was denn nun zuerst? Erstmal das Bügelzeug weg. Ah. Junge, das hat mich ja ganz aus dem Kurs gebracht. Siehst du? Schlafzimmer. Na nun, die haben doch alle 3 einen Schlüssel. Mal sehen. Ich bin das mal bloß. Ich störe doch nicht, Frau Runge. Was? So. Ich meine schon, ich bin ungelegen. Na, ist ja mal schön, wenn nicht. Ich hab schon gedacht, Sie kriegen was auf den Tisch. War keiner da. Nee,
So, mir war so, als hätte ich einen von Ihrer Familie kommen gehört. Nee, ist noch niemand hier. So. Haben Sie was auf dem Herzen, Frau Rieken? Ich nicht, aber mein Werner. Ach, um was? Er hat nämlich eben angerufen. Ach, wegen Uschi? Ja, sozusagen wegen Uschi. Im Geschäft war sie nämlich nicht mehr. Er wollte ihr Vorhaben umdirigieren. Was wollte er? Ja, Ausdrücke haben die jungen Leute heute an sich nicht. Kommt unser einer gar nicht mehr mit. Nicht? Na, Sie haben ja zwei von der Sorte, Frau Runge. Also, was ist denn nun, Frau Rieken? Ja, also ich soll bestellen, Uschi möchte doch so freundlich sein und gleich zu Beermann und Co. kommen. Werner muss eine Überstunde machen wegen Monatsabschluss und so, glaube ich. Ne? Ich weiß, die beiden sind ja eingeladen zu einer Geburtstagsparty, nicht so? Und zu der Feier wollen Sie nicht Feier, da sagen Sie ja was, Frau Runge. Oder bei der Gelegenheit kann ich ja gleich nochmal nachfragen. Also das mit dem Ausziehtisch und mit den 6 Stühlen, das bleibt doch so Sommer, wie man das mit Ihnen abgemacht hat, nicht? Natürlich. Ja, wir haben an dem Abend nichts vor und helfen uns zusammen mit den Küchenstühlen, ne? Ach, das sollen Sie doch nicht. Ist schon in Ordnung. Trifft sich mal wieder, ne? Ach, schon bald? Was in Sicht? Familiär? Nee, ich mein Mann so. Ach ja, 25-jähriges Dienstjubiläum von meinem Mann, das ist ja auch nicht alle Tage, nicht? Das passiert mal bloß einmal im Leben, nicht? Danke. So, ja. Ich habe erst noch zu meinem Mann gesagt. Wilhelm, habe ich gesagt, das sollten die Verbrechermann ahnen. Wenn du nicht im Dienst bist, dann nutzen sie das aus. Ist so auf dem Sonnabend, Frau Ricken, der hat doch sowieso keinen Dienst. So? Wissen Sie, was mein Wilhelm immer zu mir sagt? Erna sagt, Verbrecher und Hausfrauen haben keine 5-Tage-Woche. Ne? Hat er recht mit, ne? Und Sie gucken alle hinaus nach der Uhr, Frau Runge. Na, da will ich Sie mal nicht länger stören, nicht? Jedenfalls, Sie sind Sonnabend auch mit eingeladen. Ach, nee, nix. Ach, das bespreche ich doch mal mit meinem Mann. Das wäre ja wohl noch schöner, nicht? Kommen Sie denn auch? Ja, das muss ich mal mit meinem Mann besprechen, ne? Ach ja, wir Frauen, nicht? Und mal mit unser Dienstjubiläum gefeiert. Bei der silbernen Hochzeit, Frau Rieken. Oh, Sie, das ist schon Ehejubiläum als Frau und Mutter. Aber Sie haben ganz recht, genauso wie mein Mann. Eigentlich sind wir Frauen ja immer in Dienst, Ja, nicht? ist wohl so nicht. Leider ist das so. Also wenn ich bloß die Arbeit bedenke, wegen Jubiläum von meinem Mann. Ja. Also das rechnen die Mannsleute überhaupt nicht, ne? Tun sie auch nicht. Und die Kinder, für die Gürner ist auch alles eine Selbstverständlichkeit, nicht? Jedenfalls für meinen Werner. Ich weiß schon nicht, ob ihre beiden nur genauso sind. Also schnacken wir ein andermal über Frau Rieken, ist ein Kapitel für sich, meine ich. Ja. Also dann nichts für ungut, ne? Ich meine, Mann, dass mein Werner nicht umsonst da war. Nein, tut er nicht. Na, dann ist das schön, ne? Schön. Also noch einen schönen Abend, ne? Danke, auch so. Ja, tschüss. Frau Rieken, so geht's. Ja, danke. Die hat mir gerade noch gefehlt. So. Die Schuhe. Wie gehen die noch? Naja, nee, erst mal den Dreien was hinstellen. Das ist wichtiger. Clara. Peter, guten Abend. Guten Abend, Clara. Stell die Schuhe mal wieder weg, ich hab das eilig. Das riecht hier wieder wie in einer Waschanstalt. Ich hab geplättet und bin da gerade eben erst mit fertig. Ja, kannst du das nicht tagsüber machen? Hast doch den lieben langen Tag Zeit genug dafür. Nee, lass den Mantel und Hut mal hier, ich muss gleich wieder los. Warum das denn? Vorstandssitzung, Von was denn? Ortsverein Neuwahl. Wieso das denn? Ja, Niemeyer hat seinen Posten niedergelegt. Arbeitsüberlastung, sagt er. Folge außerordentliche Vorstandssitzung. Sag mal, willst du da auf Socken hin? Oder? Nee, die Schuhe lassen durch, die müssen zum Schuster. Bring sie morgen mal gleich hin, ne? Mit deinen Schuhen auch was los? Sohlen durch? Nee, aber was anderes, Peter. Ja, das interessiert den Schuster mehr als mich. Bring sie beide ins Spaß. Clara? Ja. Frisches Hemd brauche ich auch noch. Peter, das hast du doch heute Morgen erst sauber angezogen. Ja, aber da ist der oberste Knopf abgerissen. Ja, der bummelte ja auch mal bloß noch, nicht? Sowas musst du beim Plätten doch gleich mitkontrollieren, Clara. Wenn der Mann so pluderig und halbnackt rumläuft, so wie ich heute Abend mit dem bloßen Hals, dann fällt das alles auf die Frau zurück. Ja. Da. Och, Clara, ich bitte dich. Schwarze Strümpfe und braune Schuhe, das passt doch nicht zusammen. Also, sag mal, was willst du denn nur erst? Erst dich anziehen oder erst was essen? Nee,
Was nicht? Ja, zum Essen habe ich doch gar keine Zeit mehr. Um 7:30 geht die Sitzung doch schon los. Schaffe ich doch schon gar nicht mehr. Ich tu, was ich kann. Ne? Du, eigentlich wollte ich ja... Ja, du kannst ja auch tun, was du willst, Clara. Tust du sonst den lieben langen Tag über ja auch, ne? Ja, mit mir hast du keine Arbeit. Ne? Ich lass mir da zwischendurch ein Rundstück warm geben, ne? Auf Vereinskosten natürlich. Ja, ja, dann bist mich gleich wieder los. Gott, das will ich doch gar nicht, Peter. Ja, nur mal los, Clara. Hemd und Strümpfe her. Ich weiß doch nicht, wo das alles liegt. Mutter! 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 Jung, lass das Grölen nach. Mutter muss mich erst versorgen. Versorgen? Ich höre wohl nicht richtig was. Lasst euch nicht stören. Die Liebe ist eine Himmelsmacht. Wer nicht frech wie dir, hörst du? Zum Drittel gehört Mutter mir auch. Mutter! Ach was, Mutter. Nun lass das Kindergeblan nach deiner Mutter mal nach, ne? Oh, mein Papa ist eine wunderschöne Macht. Jung, lass das nach, das riecht mich auf und hält deine Mutter von der Arbeit ab. Oh, Clara, was hast du denn in der fabriziert? Das eine Ende vom Schlips hängt mir bis auf die Füße und das andere Ende, das... Oben bei dir eine Gedächtniskirche. Boing, ist 7:30. Oh Gott, schon so spät. Ach, lass dich doch von dem Bengel aus der Ruhe bringen, Clara, tu ich doch auch nicht. Ich halte unterwegs einfach eine Taxe an. Auf Vereinskosten natürlich. Präsentiere denen die Rechnung, nicht? Ja, das geht von deinen Unterhaltskosten nicht ab. Man ganz ruhig, Clara. Ich sorge Ihnen für eine ebenso billige Unterhaltung. Okay. Die Jugend von heute, was war da nix mit los? Aber Hunger hat sie auch. Ach Gott, ja, ich komm doch gleich, mein Jung. So, deine Jacke. Ja, die verdammten Manschettenknöpfe. Ach, hol doch mal das Protokoll von der letzten Vorstandssitzung schon her. In der grünen Mappe, links oben, zweites Fach, ne? Hier. Ja, hier, fummel mir mal die Manschettenknöpfe da durch. Das letzte Mal hattest du die Manschettenknopflöcher auch nicht richtig übereinander gebügelt. Da kann man ja direkt nervös bei werden, ehe man die Dinger da durchgefummelt hat. Du hast doch so viel Zeit, Clara. Was hast du denn zu tun den ganzen Tag über? Nix. Ach, was ist denn das auf mal für ein Ton? So, fertig. Du, Peter, ich hätt mal Lust auf Theater. Theater? Aber ich nicht. Ich will auch wegen der paar Knöpflöcher kein eheliches Drama machen, ne? Du, aber wir wollen uns auch nichts vorspielen. Das mit den Knopflöchern gehört nun mal zu deinen Pflichten, ne? Du solltest meine Arbeit im Büro immer machen. Oh, ja. Guten Abend, Oschi. Oschi, hör mal eben. Erst bin ich mal an der Reihe, nicht? Die Jacke. So, gib doch deine Arme her. Hier. Eine Arme. Ja, endlich. Hättest die Knöpfe ja auch in der Schlafstube vorher schon durchstecken können. Dann wärst du ja mit deinen Händen nicht durch die Manschetten gekommen. Ich sag bloß mein Prinzip, Clara. Die Arbeit richtig einteilen. So, und nur die Mappe in die Aktentasche, dann kann ich meinen Mantel schon anziehen, nicht? Arbeitsteilung. Uschi, kennst du doch auch, nicht? Aber Mutter kann sich das mal nicht richtig einteilen, nicht? Hier ist wohl dicke Luft. Uschi. Sieh du mir erst mal zu, dass du mit Vater klarkommst, Mutter. Ich warte so lange in meinem Zimmer. Ja, Uschi, ne, also... Verdammt nochmal, mein Hut. Wo habe ich den denn schon wieder gelassen? Hast du schon mal einen kopflosen Mann mit einem Hut auf dem Kopf gesehen, Vater? Dann guck mal ins Spiegel. Bis gleich, wenn die Luft wieder rein. Ja, Uschi, ich Ja, wollte mal... Clara, ich wollte dich doch nicht erzürnen, mein Dern. Aber du solltest dir mal die Petra Wagemann bei uns angucken. Kenn ich nicht. Ja, die Frau ist berufstätig. Die macht ihren Dienst, muss einkaufen, ihre Wohnung sauber machen, ihre Wäsche, ihr Zeug, ihre Steuern, ihre Finanzen in Ordnung halten und das alles nebenbei. Da kann ich bloß sagen, als Mann, ehrlich, Clara, Hut ab vor den berufstätigen Frauen. Ja, dann setz ihn man vor mir gleich wieder auf, hm? Du, Peter, was ich noch sagen wollte... Ach, du Nun, brauchst hör doch uns- nichts zu sagen, mein Dern. Was du tust, ist doch alles in Ordnung. Brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Wir wissen doch, was wir an dir haben. Ach, da guckst du schon wieder nach der Uhr, damit ich mein Jahr nicht zu spät komme, nicht? Nicht von dir. Peter,
Ja, noch was denn, aber schnell, das wird Zeit für mich. Für mich auch? Ja, ich weiß doch, mein Deren, aber ich bin doch kein Rabenvater. Jetzt sollen die lieben Kinder auch endlich zu ihrem Recht kommen, ne? Ja, du, aber das mit den berufstätigen Frauen, was die alles leisten müssen, das lass dir mal durch den Kopf gehen, ne? Tschüss, Clara. Tschüss. Ist er weg, Mutter? Sag mal, was isst du da denn, Jung? Rühreier. Oh, Fiete, Essen ist doch fertig. Hab ich gesehen. Na, ich kann mir doch eine halbe Stunde vorm Training den Bauch nicht voll Kohl stopfen, Mutter. Ihr habt aber doch immer gedibbert. Kannst du uns noch nicht endlich mal Weißkohl kochen, Mutter? Auf den Sonnabendmittag ja, aber doch nicht nu. Hast du den Riss in meiner Turnbüchse genäht? Ja, ja. Die Büchse liegt heil, gewaschen und geplättet im Wäschefach in deiner Stube. Oh, bitte. Was hast du gesagt? Bitte. Ich meine, du jetzt Danke, Mutter, gesagt. Was hast du denn? Vater hat dich gegen mich aufgehetzt, von wegen Benehmen. Oder Uschi, die soll mal ganz schön still sein. Die lässt sich doch von vorne und hinten von dir bedienen. Du, Mutter? Ja. Hast du neue weiße Schuhbänder in den Turnschuh gezogen? Ja. Es liegt alles fertig im Turnbeutel, hängt an der Garderobe. So, du musst dich auch... Prima, Mutter. Ja, lass dich nicht aufhalten, ich weiß. Nun musst du dich um die Primadonna Uschi kümmern. Nee, Fiete, und mich selber. Da muss ja auch mal sein, ne? Ja. Schmier mir mal nachher gleich noch ein paar Scheiben Brot auf. Ja. Eine mit Käse und zwei mit Wurst. Ich hab Hunger nachher, wenn ich mich beim Training abgestrampelt hab. Sieh du auch mal zu, dass du fertig wärst. Ich hab noch ein paar Minuten Zeit. Ich aber nicht mehr. Ich sag auch bloß ein Wort noch. Kühlschrank. Du hast wohl noch keine Zeit für gehabt, den Elektriker mal eben Bescheid zu sagen, was? Die Milch muss kalt sein, sonst mache ich sie nicht. Die von der Firma müssen den Thermostat mal regulieren. Ja. Ist das denn so schlimm für dich, da mal eben hinzugehen? Morgen, Fiete, morgen bestimmt. Ach Mutter, das vergisst du ja doch wieder. Du brauchst gar nicht so auf die Uhr zu gucken, nur haben sie zu. Und was fummelst du denn immer aus Verlegenheit an deinem Haar? Ich gehe ja schon von allein. Du, ich verspreche dir auch was. Zu Weihnachten schenke ich dir ein Notizbuch. Terminkalender. Da kannst du den Elektriker denn anschreiben, ne? Sind ja bloß noch 3 Monate bis Weihnachten. Cheerio, ich gehe so lange in mein Zimmer. Genau, knappe 10 Minuten. Oh, Uschi. Ich hab vergessen. Uschi. Uschi? Na, Ja. krieg ich jetzt endlich auch was zu essen? Ja. Oder bin ich dir nicht so viel wert wie die anderen? Es steht schon alles fertig in der Küche. Selbstbedienung. Du, ich habe keine Zeit. Ich will ins Theater. Was willst du? Also Mutter, das musst du mir noch mal sagen. Ich will ins Theater. Was hast du verstanden? So wie du das stehst. Oh, frag doch nicht so dumm. Nee, wir haben nämlich beide keine Zeit mehr. Was, ich auch nicht? Nee, Werners Mutter war eben hier. Die sagte mir, du sollst ihn vom Büro abholen. Als er bei dir im Geschäft angerufen hat, warst du schon weg. Oh Mann, und nun bin ich schon eine Viertelstunde hier und du sagst nix. Wie? Nee, erst kommen natürlich die Herrschaften und mich lässt du eine Viertelstunde warten. 10 Minuten höchstens kosten. Du sagst dich mit den Mannsleuten ab und mich, deine Tochter, hast du überhaupt nicht auf der Rechnung. Ich mach kein Theater, hörst du? Theater, sagst du? Du wolltest mir doch bloß was vormachen mit deinem Theater. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du mir das nicht gleich gesagt hast und darum spielst du mir nur Theater vor. Die Selbstbedienung ist so lachhaft. Wir sind hier immerhin noch ein Familienhaushalt und kein Supermarkt. Was brüllst du hier rum, Uschi? Ist doch wahr. Wozu ist Mutter denn da, wenn sie mir nicht mal bestellen kann, dass ich Werner vom Büro abholen soll? Oh Gott, er wartet doch nun schon auf mich. Ach, Vater hat Mutter doch verrückt gemacht, Uschi. Ich hau auch ab. Das ist heute Abend ja das reinste Nahenhaus. Denk an mein Butterbrot, Mutter. Mein Gott, Uschi auch. Einfach weg. Das ist auch... Nee, das ist meine Küche. Nee, das lasse ich stehen. Ich muss meine Wäsche in Ordnung bringen. Was ich das... Das schaffe ich ja gar nicht mehr. Das ist Paula schon. Naja. Was ist hier denn los? Wir dachten bestimmt, hier wäre was passiert. Ja, die Haustür ballert ja zweimal hintereinander so doll. Uschi und Fiete hatten es eilig. Sie werden sich bei Ihnen entschuldigen. Gott, das tut ja du gar nicht nötig, Frau Runge. Aber so eine Ballerei, da kommen wir als Nachbar ja auf komische Gedanken bei. Sind wir sonst auch bei Ihnen gar nicht gewohnt, ne? Ja, Gott, sie kamen alle 3 auf Mal. Waren sie alle 3 zu gleicher Zeit an die Klippe. Ja, hat keiner was abgekriegt. Nee? Doch, Doch? aber einer nur.
Ein Teller ist bloß benutzt. Der hier. Naja, Frau Runge, was für Kriminaler sind, die sehen, hören und wissen mehr als andere Leute, nicht? Ist ja auch mal gut, dass sie schon gegessen haben und sich pflegen, nicht? Wo wären denn wohl die jungen Herren, wenn die ihre Mutter nicht mehr wären, nicht? Oh, Erna, hast du wohl die Dichteritis, was? Ja, aber es stimmt, Frau Runge, ja. So. Komm, Erna, der Fall ist aufgeklärt. Ja, Uschi weiß Bescheid, nicht? Wegen Werner, meine ich. Da war natürlich kein Halten mehr. Die Liebe, jung und stürmisch, kenne ich, Frau Runge. Ach, du oller Theoretiker, du. Na, komm mal mit, dass du deinen Krimi nicht verpasst, nicht? Was? Ja. Oh, ist das schon so spät? Nee, noch nicht ganz. Erst mal die Tagesschau. Wir müssen doch wissen, was in der Welt passiert. Ja. Wir sind ja so schnell vom Essen aufgestanden, weil wir dachten, hier wäre was passiert. Tut mir leid, kann ich nicht mit dienen. Naja, dann wünsche ich noch einen schönen guten Abend, Frau Runge. Hatte ich ersten schon gewünscht, Wilhelm. Das macht doch nichts mit Erna. Doppelt hält besser, nicht? Ja. Ich glaube, es ist auch nötig, nicht? Ist wohl noch gar nicht so viel von geworden heute Abend, weißt Kommt wohl noch. Na. Komm, Erna, Leute auszufragen ist mein Gebiet. Aber nach Tisch und Stühlen konnte ich fragen. Also vielen Dank für die Hilfe. Frau Runge. Eingeladen hat meine Frau sich schon für morgen Abend? Ja, wir kommen. Gut, Ihr Mann weiß also Bescheid. Ja, ich habe ihm das gesagt, ne? Na, tschüss, Frau Runge. Na, der Tschüss, ne? Tschüss auch. Und das wegen der Tür und der Ballerei, da schnacken Sie mal gar nicht über, ne? Tschüss nicht, tschüss. Ja, tschüss. Ja, schön. Ja, 7:45. Zwecklos. Ja, das ist Paula. Die gibt mir nur den Rest. Clara! Och nö, was ist denn nun? Nix ist. Du hast dir das anders überlegt? Nee. Du willst also nicht? Ich kann nicht. So jedenfalls nicht. Das siehst du ja. Ja, warum denn nicht? Deine Leute sind doch noch gar nicht hier Die gewesen. sind schon alle 3 wieder weg. Was einmal so husch die Nusch, ruckel die Zuck durch die Wohnung? Sag mal, hast du hier einen Schnellimbiss? Ich denk, du hast eine Familie. Die hatten alle 3 was vor. Ah, und du nicht? Ja, die hatten keine Zeit. Du, vielen Dank auch noch, ne? Oh, bitte da nicht für, gern geschehen. Clara, die Taxemensch, die Uhr läuft ja weiter. Oh, hier, Paula, schießt hier. Was? Wieso denn? Nein, ich bin jetzt gleich wieder hier. Hä? Warum das denn? Ich denke, die will mit mir ins Theater. So, da bin ich wieder. Schon hier. Schnell gegangen, ne? Naja, hab ihm eben 10 Mark in die Hand gedrückt. Und dies hier, Clara, den schenk ich dir. Was? Oh, vielen Dank, du. Aber die waren doch nicht für mich bestimmt. Nee, waren sie auch nicht, aber du hast sie dir verdient. Ich weiß nicht, womit und wofür. Aber du hast die Taxe wirklich wieder weggeschickt. Ja, hab ich. Meinetwegen. Ja, deinetwegen. Paula, das ehrt mich. Du, da koche ich uns jetzt eine schöne Tasse Kaffee auf. Also das ist die erste vernünftige Idee. Aber gib mal jetzt mal deinen Mantel leer. Ja. Siehst du? Ja. Sag mal, Clara, Ja? darf ich hier rauchen? Ja, natürlich. Du auch eine? Nee, nee, danke, ich rauche nicht. So, bitte, setz dich hin, ne? Danke. Clara, die Blumen. Hast du eine Vase? Schön, du. Das bist du gar nicht gewohnt, mal ein paar Blumen, ne? Ja, und das ist ein Ascher. Ja, danke. So, du, wollen wir uns das ein bisschen gemütlich machen, ne? Du, tut dir das nicht leid? Die Karten, meine ich, die verfallen ja nun nicht. Och, das macht doch nichts, das waren noch Freikarten. Du, sag mal, wer sollte die Blumen denn haben? Die wollte ich an der Bühnengarderobe abgeben für einen ganz bestimmten Herrn. Na, Paula, das wird doch wohl nicht schlimmer mit dir. Was? Oh, weißt du, so einen kleinen verrückten Theaterfilm habe ich ja schon immer gehabt. Ne? Weißt du nicht mehr die Aufführung an unserem Schwesternabend? Na, als wir die Prüfung bestanden hatten. Was hast du da zu mir gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Du hättest Schauspielerin werden sollen, das hast du zu mir gesagt. Ah, ja. Ja, und dann haben wir beide ja bald geheiratet, ne? Machst du ein Likör? Och nee, was Scharfes wäre mir lieber. Weinbrand. Och, gib mir lieber einen klaren Clara. Clara. Clara
für mich einen klaren, bitte. Ja, Chris, du. Mann, oh Mann, du gehst aber ran. Weißt du, ich mach lieber was Süßes. Nee, das ist mir zu backig. Aber weißt du, Clara, schade ist es ja doch, du, das Stück ist gut. Ich habe die Kritik schon gelesen. Was wird denn gespielt? Komische Rechnung. Was heißt das so? Nee, ist das? Das ist eine französische Komödie. Ja. Weißt du, da ist ein alter Rechtsanwalt, der hat eine junge Frau, das sind 2. Ja. Und der alte Rechtsanwalt hat auch einen jungen Diener, das sind auch 2. Aha, die 2 und die 2, das sind zusammen 3. Prost, Clara, auf deine Rechenkünste. Und auf den jungen Diener. Prost, Paula. Du, die Blumen waren für den Diener bestimmt. Ja, war sie auch, aber der ist auch schon aus dem Schneider. Sag mal, Paula, na, wie lange ist dein Mann nun eigentlich schon tot? 10 Jahre. Naja, du hast ja noch Mann und Kinder, ne? Ja und nein, ne? Oh, ich verstehe das nicht. Trotzdem hättest du doch heute Abend mitkommen können. Ach, weißt du, Paula, die haben mich alle 3 so plötzlich überfallen, ne? Naja, und als ich dann so richtig nach der Uhr guckte, war es schon zu spät. Für dich selbst. Ich wäre wirklich gern mitgegangen. Ich habe auch ein paar Mal angesetzt, ihnen das zu erklären. Ne? Aber du, das hätten sie im Ernst ja doch nicht geglaubt. Du hast sie 3-mal zu doll verwöhnt, das ist das. Das ist das. Und nun habe ich die Quittung gekriegt, ne? Ach nee, und womit haben sie quittiert? Mit schönem Dank? Nicht mal das, du. Das muss aber anders werden. Clara, sonst begehst du Verbrechen an deinen eigenen Kindern. Prost. Oh, hier. Gar nichts mehr drin. Junge, du kippst die aber weg. Und du machst mir dann ja was sagen. Ich hab doch unter meiner Gutherzigkeit zu leiden. Naja, nur in diesem Augenblick. Aber ich sag dir, deine Kinder sind und bleiben unselbstständig, wenn du sie weiter so bepitscherst. Meinst du? Die wollen doch mal heiraten, ne? Tja, und dann ist das Malheur da. Meine Mutter sagt und meine Mutter tut und meine Mutter macht und meine Mutter hat. Oh Gott, wer macht sich denn das immer anhören? Folge, erst ein bisschen Streit und dann großer Ehekrach. Und was kommt dabei raus? Ehescheidung. Und wer hat dann die Schuld? Du. Was? Ich? Ja, du. Du ganz allein. Du meinst das gut? Zu gut mit ihm. Und sie treffen das nachher schlecht. Zu schlecht, hätte ich beinahe gesagt. Naja, Clara, sind ja deine Kinder, nicht? Prost. Ja, Prost. Ist aber ein schlechter Trost für mich, du. Naja, das lässt sich ja noch ändern. Noch. Weißt du, die 3, die müssten mal hier eine ganze Zeit allein bleiben. Dann werden sie selbstständig. Und dann wissen sie auch, was sie an ihrer Mutter haben. Mensch, Clara, das ist doch überhaupt das Rezept. Kostet keine Doktorrechnung und spart die Anwaltskosten. Ja, meinst du? Ja, natürlich. So wie nu haben sie dich doch gar nicht auf der Rechnung. Bitte nicht mal ins Theater kommst du. Auf so viel Freizeit hat jeder Hausangestellte Anspruch. Prost! Ja, Prost. Hast auch recht, ich muss den Ärger runterspülen. Sag mal, Paula, bist du berufstätig? Nee, so, wie kommst du denn darauf? Hab ich doch gar nicht nötig. Ich hab doch eine anständige Rente. Warum fragst du denn? Ja, mein Mann hat mir die Berufstätigen, weißt du, so als Beispiel unter die Nase gehalten. Und das ärgert mich. Clara, fühle mich persönlich mitgetroffen. Prost! Clara, weißt du was? Tu ihm doch mal den Gefallen. Werd doch wieder berufstätig. Denn hat er sein Ideal doch hier im Haus. Ja, aber das ist doch nicht dein Ernst. Nein, aber tu ihm doch mal aus Spaß den Gefallen. Du, denn hast du ihn aber schnell kuriert. Und deinen Kindern hast du zur gleichen Zeit einen Denkzettel für ihr ganzes Leben mit auf den Weg gegeben. Schlecht sind die 3 aber nicht. Hab ich doch auch gar nicht gesagt. Die sind bloß so verwöhnt. Sie wissen, du bist immer für sie da. Ja, das bin ich. Ja, und sie danken dir das ja auch so schön, ne? Mit netten Worten oder ein Stück Marzipan oder ein paar Pralinen. Also, Paula, dann müsste ich ja jetzt lügen, ne? Das sollst du nicht. Du sollst nur ein bisschen mitspielen. Ja, wobei denn? Du fängst wieder an als Krankenschwester. Na, die werden doch jetzt gesucht. Nee, das wird nicht. Klar, doch nicht in Wirklichkeit. Du kommst so lange zu mir. Mich kennt deine Familie doch noch nicht, ne? Nee. Über meine Angelegenheiten wird ja nicht gesprochen. Ne? Naja, aber ich erlebe ja auch nichts. Na, aber nu, du und deine Familie erlebt auch was. Die erlebt ihr blaues Wunder, wenn sie dich mal eine Zeit lang entbehren muss. Also gönnen würde ich den 3 ja mal, ne? Ja, du, ich bin aber bange, du, die kommen da gleich hinter, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht, was?
Na, dafür lass mich mal sorgen, dass hier nichts schief geht. Regie, Paula Wulff. Prost. Ja, Prost. Theater spielen. Du, ich weiß nicht. Ich hab doch schon damals nicht mitgespielt. Du spielst ja immer noch keine Rolle. Wenigstens nicht in deiner Familie. Aber das lass mich nun mal machen. Du bleibst bei dem Spiel hinter den Kulissen. Du kannst dich gar nicht blamieren. Und spielst doch die Hauptrolle. Und darauf trinken wir nun. Prost. Ja, Prost. Prost. Ja, hier, ich hab noch, ne? Das kommt alles so schnell. Sag mal, bei dir soll ich mich aufhalten. Und die drei denn hier alleine? Ja, das geht nicht anders. Regieanweisung. Krankenschwester macht Kursus außerhalb. Warum das denn? Und wo denn? In Neustadt. Ja, in der Medizin, da hat sich ja so viel verändert, nicht? Und diesen Fortschritt musst du auf dem Kursus nachholen. Und hier geht das nicht. Ja, wolltest du hier vielleicht abends die Arbeit für den ganzen Tag noch machen, ne? Nee. Na, siehst du, in Neustadt, da wohnt meine Schwester. Die ist da Fürsorgerin bei der Stadtverwaltung. Na, die kann doch nun mal zeigen, ob sie mit Fürsorge für so ein armes Würstchen wie du eins bist, ihr Gehalt verdient oder nicht. Na, also so schlimm ist Komm, schon du wieder. werd nicht wieder weich. Und deine Familie muss ja schließlich auch wissen, wo du abgeblieben bist, nicht? Ja, die machen sich bestimmt Sorgen um mich. Ja. Du, da haben sie aber viel nachzuholen, wenn sie auch mal um dich sorgen müssen, nicht? Du, wann soll's denn nun losgehen? Na, jetzt gleich, du kommst mit mir. Was, heute Abend schon? Nee. Also nicht, Paula, das wird nichts. Du, die trifft der Schlag, wenn sie kommen und ich bin gar nicht hier. Was, du schreibst was auf? Los, hol mal Briefpapier hier oder einen Zettel oder Wenn was? das bloß gut geht, du. Clara, gute Regie ist alles. Kenn ich doch vom Theater hier, wie solche Dinger hingedreht werden. So, komm, du schreib mal. Ja. Ja, das musst du ja eigentlich wissen, was denn kommt, ne? Ja, Liebe Hinterbliebene kannst du ja noch nicht schreiben. Paula, nun mach doch keine Witze, ne? Mir zittern die Hände und du machst dann Spaß aus. Das ist doch auch Spaß. Das gibt Mord und Totschlag. Ach nee, sind die drei so rabiat. Feine Familie, muss ich sagen, die du dir daran erzogen hast. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was hier denn los ist. Du, wer garantiert... Also schön, Clara, ich verspreche dir das. Ich guck hier rein und erzähl dir denn, wie sie ohne dich zurechtkommt. Sieh mal, und wenn das denn gar nicht anders geht, ja, dann machst du mit deinem Kursus in Neustadt wieder Schluss, ne? Ja, das ist doch logisch, ne? Ja. Aber je eher du mit dem Experiment beginnst, desto eher bist du doch wieder zu Hause. Stimmt's? Ja. Na, siehst du, Ja. Prost. Oh. Ja, du dämmerst zu. Ja, also nun schreib mal. Ihr Lieben. Ja, das ist gut, du, das ist gut. Ihr werdet sicher erstaunt sein, dass ich wieder in meinem alten Beruf als Krankenschwester tätig sein will. Punkt. Ja, dann kann ich hier mal gleich anfangen, denn das überleben die nicht. Ja, willst du lieber einen Kursus für Pietät und Takt machen? Nee, also Paula, das hier mit der Krankenschwester ist nicht schlecht. Ne? Also, dämmer weiter im Text. Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen. Weiß Gott nicht. Aber ich wollte doch auch etwas zur Familienkasse beisteuern, damit ich eure vielfältigen Wünsche noch besser erfüllen kann als bisher. Punkt. Du, sag mal, geben deine Kinder was ab? Ja, Genug? ja, das geht. Na, dann werden sie auch wissen, was dieser Satz zu bedeuten hat. Vorhin erhielt ich ein Telegramm. Morgen beginnt in Neustadt bereits ein Wiederholungs- und Fortbildungslehrgang. Langsam, hier, Ein Wiederholungs- und Fortbildungslehrgang für Krankenschwestern, die schon einmal berufstätig waren. Ja. Ich hatte mich bereits vor kurzem danach erkundigt. Punkt. Lieber Peter, bei deinem Verständnis für berufstätige Frauen wirst du ja bestimmt auch mich nun verstehen. Alle Achtung, Paula, nun haben wir den richtigen Dreh zu fassen. Ne? Nee, nur lass mich mal. Ne? Ja. Es geht alles in Eile. Ja, gut. Da ich noch nicht mit diesem Termin gerechnet hatte. Gut. Meine Anschrift in Neustadt Ist mir noch nicht bekannt. Wie? Ich denke, bei deiner Schwester soll ich wohnen. Clara, die weiß doch noch gar nichts davon. Komm, schreib mal, ist mir noch nicht bekannt. Ich teile
sie euch mit, sobald ich sie weiß. Punkt. Alles Gute, eure euch liebende Mutter. So, Clara, packen Koffer mit den notwendigsten Sachen und ab auf den Lehrgang. Ja. Du, Paula, du guckst sie doch bestimmt mal rein, ne? Natürlich. So zieht die ja doch die Notbremse und alarmieren die Polizei. Unser Nachbar Rico ist ja Sekretär bei der Justiz. Bei der... Komm, schreib mal noch einen Satz. Da ich nicht weiß, ob ich die Prüfung bestehe, sagt man, ich sei zu meiner erkrankten Schwester gefahren. D.O. D.O.? Ja? Nee, ich schreib normal. Euch liebende Mutter. Ja, tu, was du nicht lachen kannst. So, her damit. So, da steht er. Symbol eines gequälten Mutterherzens. Paula, du übertreibst. Zeugnis einer misshandelten Hausfrauenkreatur. Ja, Paula, das denn. Und du, Schicksal, gehe deinen Gang. Ich hab Hunger. Ich auch. Meint ihr ich nicht? Du bist Haushaltsvorstand. Aber nicht eure Haushälterin. In der Kantine wär ich nicht satt. Und mit dem, was noch in der Küche ist, kann ich nichts anfangen. Mehl und Salz, Wasser aus der Leitung, da fangen wir was mit an. Den Kühlschrank hast du ja ausgeräubert. Und wer dich mal heiratet, der tut mir nun schon leid. So eine Tochter. Bei so einer Mutter. Und du lebst mit deinem Mann denn ja wohl aus Blechdosen und Plastiktüten, was? So bei einer eigenen Familie ist das ja auch ganz was anderes. Bin ja auch nicht eure Hausassistentin. Ich hab Gina Bescheid gesagt. Die soll sich das hier mal angucken. Sag mal, bist du verrückt? Wir haben unsere Mühe und Not, die Riegens von der Haustür abzuwimmeln und du schleppst uns hier fremde Weiber ins Haus. Nun mal keine Beleidigung, Vater. Gina ist meine Braut. Die macht sich Sorgen um mich, dass es man weiß. Ich fall jetzt so doll vom Fleisch, hat sie gesagt. Ich tue ihr leid. Ich werde von morgen ab Selbstversorger. Mach ich nicht schiedig und brauch nichts abzuwaschen. Hast du diese Tage ja auch nicht getan? Hier, der Stuhl. Ja, hier ins Zimmer komme ich auch nicht mehr. Brauche nicht zu putzen und nicht zu wischen. Brauche nicht den Dreck wegzumachen, den ihr hier reinschleppt. Nee, ich stoß dir mal ein Jahr keine Verzierung von deinen Fingernägeln ab. Sag ich auch. Vielleicht brauchst du deine spitz gefeilten, lackierten Nägel ja noch. So, wozu? Um demjenigen oder derjenigen, die Mutter aus dem Haus getrieben hat, die Augen auszukratzen. Und wer ist das? Ich guck dir ja keinen bei an, ne? Soll ich dir einen Spiegel holen? Mir nicht. Ach, mir wohl was? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich denke an ganz was anderes. Wenn Mutter morgen nicht geschrieben hat, fahr ich nach Neustadt. Und wohin denn da? Nach einem Krankenhaus. Ich krieg das raus, warum sie nicht schreibt. Wenn sie da einen Schwesternkursus macht, dann wissen die da über Bescheid. Hier, habe ich mir ausgeschnitten aus der Zeitung. Chance für ehemalige. Ehemalige Krankenschwestern, die wieder in ihrem Beruf arbeiten wollen, können in den Kliniken Hamburg-Eppendorf einen Einführungskursus mitmachen. Dauer 14 Tage. Meldung bei der Verwaltung. 14 Tage noch. Ja, so lange dauert das wohl. Und dann sind wir drei ja schon lange verhungert. Und im Schied verkommen. Ich fahre nach Neustadt. Sonst behalten Sie sie gleich für ein halbes Jahr. Oder ein ganzes Jahr da. Ich fahr. Du fährst nicht. Du hast ja bloß ein schlechtes Gewissen, Vater. Was meinst du, Uschi? Ich will euch beiden nur mal was sagen. Ich überlege mir, ob ich mir nicht woanders ein Zimmer nehme. Warum das denn?
Wegen dir und Mutter und wegen der beiden Theaterkarten. Da stimmt was nicht mit euch beiden. Zu mir hat Mutter jedenfalls so viel Vertrauen gehabt, dass sie gesagt hat, ich will ins Theater. Zu euch auch? Nee. Zu mir auch nicht. Und die Karten sind ja auch nicht benutzt worden, haben wir alle drei gesehen. Ja, ich hab sie gefunden. Ja, hat ja auch 5 Tage gedauert, bis sich endlich einer von euch für die Wohnung hier interessiert hat. Ihr sitzt da ja noch rum und tut nichts. Ich warte auf Gina. Ich warte, bis Vater damit rauskommt, was er für uns verbergt. Wieso? Na, Fido und ich sind doch keine kleinen Kinder mehr. Mutter hat an dem Abend Besuch gehabt. Herrenbesuch. Damen trinken keinen Schnaps. Und Mutter trinkt Likör. Sie raucht nicht. Aber da lagen Zigarettenstummel im Ascher. Also? Was also? Mir ging ein Talglicht auf, Uschi. Augenblick. Bei deinem Verständnis für berufstätige Frauen. Also, Vater, nur mal raus mit der Sprache. Wer ist, wie heißt und wo wohnt diese berufstätige Dame, von der Mutter hier schreibt? Hm? Sag mal, habt ihr einen Vogel? Erst deutet Uschi an, Mutter ist mit dem Mann durchgebrannt und nun willst du mir eine andere Frauensperson unterjubeln. Also Mutter ist keine Frauensperson. Das sag ich mit dir, Uschi. Lass das, ja? Auf meine Frau lasse ich nichts kommen. Und ich nicht auf meine Mutter. Dito, Uschi. Jedenfalls hat Mutter Hals über Kopf das Haus verlassen. Das steht fest. Und der Grund? Seelische Grausamkeit von Seiten des Ehemannes. Oder beiderseitiges Verschulden. Der Blumstrauß, was für ein Kavalier das wohl gewesen ist. Tünkram. Jedenfalls hat Mutter das Haus verlassen. Weißt du, Uschi, wenn Vater nur auf böswilliges Verlassen der häuslichen Gemeinschaft klagt, was ist denn? Dann kommt sie mit sittenwidrigen, außerehelichen Beziehungen zu einer berufstätigen Frau. Also unentschieden, 1:1. Ihr seid ja verrückt. Also gut, ich fahre nach Neustadt. Was von euch beiden? Lasse mich bei Mutter doch nicht den Rang ablaufen. Ich fahr hin. Wenn wir uns beim Aufräumen von der Wohnung hier auch so einig wären wie jetzt, dann sieht das hier aber ein bisschen anders aus. Das ist Gina. Ja, ist sie. Du, das ist mir peinlich. Ja, das kann ich dir nachfühlen. Ja, was ist? Wollen wir ihr nun gleich rein Wein einschenken, was mit Mutter und dir ist? Du spinnt dir hier ja keinen Roman zurecht. Wir bleiben dabei, was wir schon zu den Riekens gesagt haben. Mutter ist zu ihrer kranken Schwester gefahren und muss sich da wegen der Kinder um den Haushalt kümmern. Guten Abend. Ich bin Regine Berner. Ja, und das ist mein Vater, meine Schwester Ursula, genannt Uschi. Ja, guten Abend. Unsere Mutter musste plötzlich verreisen, darum sieht das hier so ein bisschen durcheinander aus, Fräulein Berner. Ach, das lässt sich ja leicht ändern, nicht? Auf den Gedanken sind wir noch gar nicht gekommen. Muss ja nichts mehr denken, Gina. Unser Vater ist ein Spaßvogel, der macht gerne Witze, nicht wahr? Wir drei sind ja auch den ganzen Tag aus dem Haus. Ja, und unsere Mutter? Die hat uns gar keinen Stundenplan und keinen Küchenzettel hier gelassen. Nee, dazu hatte sie keine Zeit mehr. Weg war sie. Mit einem Wort, Waisenkinder. Halbwaisen, bitte sehr. Ich bin ja auch noch da. Ach, und Sie sind der Witwer? Verzeihung, Strohwitwer meine ich natürlich, Herr Runge. Kann ich was für Sie tun? Für mich? Nee, für Sie alle. So. Aufräumen, einkaufen, sauber machen. Ich habe ja Ferien. Die letzten von meiner Abschlussprüfung als technische Assistentin. Technische Assistentin? Mit unserem Elektroherd ist auch was nicht in Ordnung. Liegt zwar an der Schaltung. Ja, hat meine Frau ja immer in Ordnung gehalten, nicht? Ich werde mich auch da mal drum kümmern. Nett. Soll ich, Fidel? Von mir aus gern, Gina. Allseitig perfekte Hausgehilfe mit Familienanschluss ohne Gehalt. Liebevolle Behandlung zugesichert. Was sagst du, Vater? Oh, ich weiß nicht recht. Was meinst du, Uschi? Also nichts gegen Sie und Ihren Vorschlag, Fräulein Berner, aber für mich ist das ja ein bisschen scharnierlich, ne? Wieso das denn? Uschi kann gar nicht. Die muss abends so viel Überstunden machen. Was? Firma nicht Uschi? Ja, und mein Vater ist in 100 Verein. Ja. Ne? Und ich
Ich habe nach Geschäftsschluss weibliche Verpflichtung. Du kriegst nun erstmal was zu essen, Fide. Ich habe dir auch was Feines mitgebracht. Wo ist die Küche? Darf ich? Hier, klar darfst du. Musst du sogar. Ich verhungere. Danke. So, ich bin versorgt. Was ist nun mit uns? Anzeige. Nur Fehlanzeige meinst du wohl? Anzeige, habe ich gesagt. Was, gegen Unbekannt? Wegen Entführung einer Ehefrau. Lass dich nicht auslachen, Vater. Ach was, hier. Habe ich mir doch vorhin schon angestrichen. So ungefähr, wie das hier steht. Hier. Raumpflegerin gesucht, 3-mal wöchentlich vormittags für einfachen 3-Personen-Haushalt. Ach, das ist ja interessant. Ja. Mutter, zählst du wohl schon gar nicht mehr mit zur Familie, was? 4-Personen-Haushalt. Du hast Mutter wohl schon abgeschrieben. Wir sind 4. Ach was, jetzt sind wir ein Dreierquartett. Ich soll abdecken und die schittigen Schüsseln in die Küche bringen. Das tut gar nix. Warum schleppst du uns auch die deren hier ins Haus? Sei du mal ganz still. Worauf du raus willst, das weiß ich ja nur auch. Was ist bloß? Vater will eine Anzeige aufgeben. Raumpflegerin gesucht. Wozu das denn? Da hab ich doch schon für gesorgt. Das ist aber nicht die, die Vater auf dem Visier hat. Mit der Anzeige war mir verdächtig schnell bei der Hand. Die Anzeige ist doch bloß ein Alibi, von wegen sein Verständnis für die berufstätige Frau. Na, dann lernen wir die Dame ja nun endlich auch mal kennen, wegen der Mutter aus dem Haus gegangen ist. Nun ist aber Schluss, ja? Lass mich doch von meiner eigenen Tochter nicht beleidigen. Mutter ist für eine Zeit lang auf dem Kursus... Vater, doch nicht so laut! Ich habe ja auch zu Gina gesagt, dass Mutter bei unserer Tante ist. Ich muss nur erstmal wieder in die Küche. Du, Uschi, bist ja wohl so dumm und so dösig, mir mal die Tür aufzumachen, was? Ja. Oh, danke, Gina. Nett, ne? Zum Glück, dass Fide deine schwarzen Gedanken nicht so schnell mitgekriegt hat. Also dein 3-Personen-Haushalt, da komme ich nicht drüber weg. Taktlos. Ja, pietätlos ist das. Das hat unsere Mutter nicht verdient. Und ich habe das nicht verdient, dass du mich in Verdacht hast, ich würde hier so eine Art weibliche Konterbande heimlich ins Haus schmuggeln. Kannst du mir das Gegenteil beweisen? Und du mir die Richtigkeit von deinen quatschigen Ideen? Alles deutet darauf hin, dass du dir hier eine Frau nach deinem Geschmack anheuern wolltest. Ja, und dass Mutter vom Herrn abgeholt worden ist. Da schmuggelt Fide hier vielleicht eine rein? Heute Abend ist das für die Probestunde, um zu sehen, ob Sie auch mit meiner Arbeit zufrieden sind. Tja, Vater, was habe ich eben gesagt? Findest dein Bett da wohl nachher wieder unter raus, was? Ich finde überhaupt nichts wieder da drin. Da sieht das auch noch aus. Ich hab bloß mal reingeguckt und die Tür gleich wieder zugemacht. Warte, Gina! Aua! Danke, Fide. Bitte, Gina. Fleisch mit Handgriff. Carbonade. Das halte ich gut aus. Ich hol Werner ab, dann gehen wir essen. Und ich? Deine Raumpflegerin. Kannst ja mal zu einer Haushälterin umfunktionieren. Dann hast du da einen 3-Personen-Haushalt, aber ohne mich. Wozu willst du denn das Geld für die Anzeige noch ausgeben? Deiner Madame, sag nun mal gleich direkt Bescheid. Wer weiß, vielleicht ist das ja schon lange dein Bratkartoffelverhältnis. Dann isst du dich darüber satt. Glaub mir auch, das ist besser, wenn du nur gehst, eher dass mir der Kragen platzt. Ach so, fehlt ja schon wieder der oberste Knopf. Du Mutter, wenn das jetzt Mutter ist. Wenn das die Rikensche von nebenan ist, lass die bloß draußen. Warum bitte mal? Ja, diese Vergangenheit. Darf ich
ich mal reinkommen? Guten Tag. Ich komme doch nicht ungelegen. Ach nö, das gerade nicht. Naja, ich meine, weil der junge Mann da, weil Sie wohl gerade beim Essen sind, ne? Nee, das bin ich bloß, die anderen nicht. Dann lassen Sie sich durch mich auch mal nicht stören. Ja, wie ich eben draußen schon gesagt habe, ich wollte mich auch nur mal nach Frau Runge erkundigen. Wissen Sie was von meiner Mutter? Wieso von deiner? Das ist auch meine. Wieso fragen Sie nach meiner Frau? Ihr ist doch von nichts passiert. Ja, das wollte ich ja nicht von Ihnen wissen, was mit ihr ist. Ich mache mir richtig Sorgen um Sie, aber Sie anscheinend auch nicht. Ich jedenfalls. Ja, ich auch. Vater anscheinend nicht, der sagt nichts. Ich hab das innerlich. Warum sind Sie denn gekommen, Frau... Oh, entschuldigen Sie. Paula Wulff. Ich bin sozusagen eine alte Freundin von Ihrer Frau. Tja, ich habe Ihnen draußen ja schon gesagt, meine Mutter ist nicht da. Ja, die ist zu ihrer Schwester gefahren. Die ist ganz plötzlich krank geworden. Ach so, ja nun verstehe ich ja auch, warum sie nicht gekommen ist. Dann konnte sie mir ja auch gar keine Nachricht geben. Konnte ich mir anders ja auch gar nicht denken. Da muss ja was dazwischen gekommen sein, habe ich mir gedacht, nicht? Bitte nehmen Sie doch Platz. Oh, danke, Herr Runge. Ja, wir hatten uns nämlich zufällig getroffen, nicht? Und da hatten wir uns so viel zu erzählen, dass wir uns gestern Nachmittag in Café Kröger wiedersehen wollten. Na ja, und ich sitze da und warte und wer nicht kommt, ist meine Freundin Clara. Na ja, nun verstehe ich das ja. Zu ihrer Krankenschwester musste sie also nicht. Wann kommt sie denn wieder? Hoffentlich bald. Ja, meine Tochter Uschi, mein Sohn Fide und ich, wir kommen uns alle drei so ein bisschen verloren und verlassen vor, nicht? Wir sind ja alle drei berufstätig. Ach ja, hat Clara mir erzählt, dass sie hier viel zu tun hat, das alles in Ordnung zu halten, nicht? Oder hat sie sich beklagt? Beklagt? Oh nein, Herr Runge, nein, ganz im Gegenteil. Wieso? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr das Spaß macht mit uns hier? Du, Vater? Naja, sie hatte ja nichts auszustehen, nicht? Wer weiß. Lass die Spitzen, Uschi. Bist ja sonst auch nicht für Handarbeiten. Kommen Sie denn hier nur allein zurecht? Ja. Lüg doch nicht, Vater. Mutter fehlt uns doch an allen Ecken und Kanten. Mir nicht mehr so doll. Ich habe mir nämlich eine Privatköchin engagiert. Was machen Sie nun so, Frau Wulff? Mit meinen Sorgen will ich Sie ja nun nicht belästigen, nicht? Ich habe das nicht so gut getroffen wie meine Freundin Clara. Ganz früher war ich mal Krankenschwester. Ja, Mutter auch. Ja, daher kennen wir uns ja auch. Ach, lang ist's her. Ja, und was machen Sie jetzt? Gott, kleine Rente, die nicht hin und her langt. Nicht? Und, naja, was soll ich Ihnen viel vorlügen? Ich muss mir ein bisschen dazu verdienen. Als Putzfrau. Ja. Morgenhilfe, Kontor reinigen, Raumpflegerin. Ja, suchen sich doch mal was raus, nicht? Ich nehme das, wie das kommt. Bin ja um das Geld verlegen. Aber ach, das sind ja meine Privatsachen. Ich will nur auch mal wieder gehen, nicht? Jo, Vater. Ja? Vielleicht könnten wir Frau Wulff ja ein bisschen helfen. So? Ja, wenn sie uns auch ein bisschen helfen würde. Hier in der Wohnung, meine ich. Sagen wir 2 Stunden am Tag? Aber Freund Runge, darum bin ich doch nicht hergekommen. Ich wollte hier doch nicht um Arbeit nachfragen, aber nein. Wir sind doch um Hilfe verlegen. Stimmt doch, Vater, nicht? Ja, das stimmt. Vater wollte sogar schon eine Anzeige aufgeben. Raumpflegerin gesucht. Raumpflegerin gesucht. Warum gucken Sie denn so verdattert? Freut Sie das nicht? Ach doch, und wie? Was hat Ihre Frau denn geschrieben? Wann kommt sie denn wieder? Ja, wenn meine Schwägerin wieder gesund ist, aber das kann auch was dauern. Ja, das meine ich doch gerade. Darum wäre es doch gut, wenn Frau Wulff uns hier in der Wohnung ein bisschen helfen würde. Also Mutter wird sich bestimmt freuen. Ja? Na, wie ist es? 2 Stunden? Und 3-mal die Woche, das genügt. Naja, aber so wie das hier nur augenblicklich aussieht, muss ich die ersten Male wohl 2,5 Stunden kommen, nicht? Genehmigt.
Ja, einkaufen, Lebensmittel, Putzsachen und mal einen Knopf annähen. Ja, Uschi, was noch? Du weiß ich doch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wofür meine Frau das ganze Haushaltsgeld ausgegeben hat. Wir schreiben Ihnen auf, was wir essen wollen und was wir sonst noch brauchen. Und ja, Sie rechnen dann mit mir ab. Ja, Herr Runge, da können Sie sich zu verlassen, dass ich mit Ihnen abrechne, so wie sich das gehört und wie Sie das haben müssen, nicht? Und vielleicht Werner. Bleib mir bloß mit den Rikens von Hals. Hat geklingelt, nicht? Vielleicht Mutter. Nee, Uschi kommt schon wieder rein. Tja, Vater, nun guckst du was. Das tue ich für euch alle. Na? Telegramm? Telegramm. Von Mutter? Ja, doch nichts Ernstes, das sollte mir aber leid tun. Nee, das nicht. Na, was denn nun? Kommt sie oder kommt sie nicht? Nee, sie kommt nicht. Fürs Erste jedenfalls nicht. Tja, nu. Ich merke schon, Sie haben privat was zu bereden, nicht? Dann will ich auch mal gehen. Aber was ist denn, soll ich nun kommen oder nicht? Ja, jetzt müssen Sie sogar kommen. Ja, ich komme aber nur, wenn ich hier ganz allein bin. Ja, ich meine, ich mache mir bei der Arbeit nicht gern auf die Finger gucken lassen, nicht? Und ehrlich bin ich. Ich habe prima Referenzen von erstklassigen Firmen und gutbürgerlichen Privathaushalten. Wollen Sie die vorher sehen? Ach nein, aber das Telegramm hätte ich gern mal gesehen, Uschi. Ich auch, hör damit. Du mit deinen Fettfingern fasst das nicht Ja. weg. Wann soll ich denn nun kommen? Morgen? Vor 5 ist keiner von uns zu Hause. Ihr mit eurem ewigen Hunger? Ach so, ja, die Kocherei gehört ja auch noch dazu. Ach, Herr Runge, was möchten Sie denn morgen Abend gern mal essen? Hm? Oh, deftigen Grünkohl mit Fleisch und Speck drin. Jetzt so ein fetter Kram. Und dann meine schlanke Linie. Ach, ich will endlich mal wissen, ob mein Magen überhaupt noch funktioniert. Ich hätte am liebsten nur eine Königinsuppe mit dem Toastbrot. Na, mal sehen, ob mir das schmeckt, was Sie so kochen. Das bleibt bei Grünkohl, Frau Wolf. Ja, Herr Runge, lohnt das denn für eine Person? Oh, Sie essen natürlich mit, nicht? Oh, danke, Herr Runge. Aber ich glaube, Sie sind alle drei so ein bisschen verwöhnt worden, nicht? Ach nö, das kann man eigentlich nicht sagen. Nö, ist mir auch nicht aufgefallen. Naja, also morgen früh erst mal 2,5 Stunden Kohl einkaufen, abstrippeln, abwaschen, abkochen. Gibt ja noch gar keinen Grünkohl. Ja, daneben aus der Dose. Ja, und all die Kartoffeln. Ach ja, so kleine Runde mit rotem Zucker glasiert, nicht? Herr Runge, der muss sich aber morgen Nachmittag noch mal 2 Stunden kommen wegen all der Vorbereitungen dafür, nicht? Ja, genehmigt, ja. Ja, aber was soll denn in den Kohl rein? Oh, wie immer. Snuten und Poken, geräucherten Kassler, Speck, Schweinebauch, Schweinebacke. Für mich bloß eine magere Kochwurst. Oh, und kein Schmalz dran, Frau Wolf. Bitte, ist Vorschuss mit dabei, ja? ja. Was nehmen Sie denn die Stunde? Naja, ich gebe immer 5 Mark. Ja, ich nehme 5 Mark. Ja. Und Fahrgeld. Ja, und wenn die Herrschaften mit mir zufrieden waren, dann habe ich auch immer noch ein Trinkgeld bekommen. Ja, kriegen Sie, Frau Wolf, ja. Schreiben Sie mal alles auf, was Sie für Lebensmittel und Haushaltssachen bezahlt haben und dann rechnen wir ab und werden wir uns schon einig. Ja. Vielen Dank erstmal, Frau Wolf. Herr Runge, ich habe zu danken. Und wenn Sie Ihrer Frau schreiben, schönen Gruß von mir. Und sie soll sich keine Sorgen machen. Passen Sie mal auf, Herr Runge. Wir werden uns noch gut verstehen. Ja. Wiedersehen, Herr Runge. Ja. Oh, Augenblick mal. Ich muss ja einen Schlüssel haben. Ja, Peter, dein. Wieso mein? Gib du doch deinen ab. Uschi. Nö, ich muss meinen auch behalten. So viel wie ihr unterwegs seid und ich kann dann nachher nicht reinkommen. Wir haben doch noch einen gehabt. Ja, könnte er denn nicht bei den Nachbarn? Nee, das könnte er nicht. Kommen Sie, nehmen Sie meinen. So um 5:30 bin ich immer zu Hause, nicht? Und ja. Vertrauen gegen Vertrauen, Frau Wolf. Danke, Herr Runge. Ich meine das ehrlich gut mit Ihnen, kann ich mit einem aufrichtigen Herzen sagen. Sie werden sich noch wundern, wie schön ich das hier alles in Ordnung halte. So lange, bis meine Freundin Clara hier wieder das Regiment übernimmt. Hoppla, auf Wiedersehen, Herr Runge. Wiedersehen. Tina, kannst du herkommen? Sie ist weg. Nee, einen Augenblick noch, Fräulein Werner. Wir haben hier eben noch was zu besprechen, ne? Du bist doch drollig, du. Runter zu. So. Her mit dem Telegramm. Gut in Neustadt angekommen, gut untergekommen. Schon viel gelernt. Ausführlicher Brief folgt. Bisher keine Zeit zu schreiben, dazu viel Arbeit. Alles Gute, eure Mutter.
Oh, zu viel Arbeit. Also mir tut sie leid, unsere Mutter. Mir auch. Wo sie das hier bei uns bestimmt viel einfacher hatte, ne? Und leichter, nicht? Und da sich mit fremden Leuten abraggern. Ja, passt mir auch nicht. Ja, bestimmt kann sie mit dem, was sie da gelernt hat, in Neustadt auch hier unterkommen. Das heißt, wenn sie überhaupt noch Lust dazu hat, ne? Mutter hat denn hier im Krankenhaus bestimmt auch Nachtdienst. Ja, da kümmer du dich mal nicht um. Ist dir ja auch vielleicht egal. Werner sagt auch, so schnell weg, da steckt bestimmt was dahinter. Eheliches Zerwürfnis oder sowas. Komisch. Dass dir das denn ganz egal ist, wenn Mutter denn nachts nicht im Haus ist? Ja, erstmal bin ich ja tagsüber versorgt, nicht? Wieso? Frau Wulff kommt 3-mal die Woche zum Saubermachen. Und zum Kochen. Ja. Für mich nicht mit. Du glaubst du, wir haben keinen Hunger. Und dann bestimmen wir, was gegessen wird. Ach, darum wollt ihr China hier nun nicht haben? Nee, die darf ja auch nicht wissen, dass Mutter in Neustadt auf dem Kursus ist. Steht ja drin. Na, glaubst du nun, dass Mutter nicht durchgebrannt ist? Vater, du hast recht. Na also. Hier steht ja sogar die Anschrift. Clara Runge bei Frau Anneliese Grote, Neustadt, Stiftstraße 16. Na da. Tatsächlich. Und die Frau Wulff kommt also hierher? Bin ich gegen? Hat Uschi vorgehabt. Und du weißt auch genau warum. Ich habe die Gelegenheit wahrgenommen, dir vor deinem violinischen Plan P fortzusetzen. Deine Berufstätige kommt uns auch durch die Hintertür nicht ins Haus. Ach, du hast schon einen Knall. Aber Mutter, die sonst nirgends hingegangen ist und keinen kannte, das verstehe ich nicht. Tja, wenn dich das beruhigt, Vater, fahr ich mit Gina da mal hin. Gina, komm mal her. Ja, Fide. Pass mal auf. Meine Mutter, die hat ein Telegramm geschickt aus Neustadt. Ja. Es geht ihr gut. Ja, und ihrer Schwester. Das ist doch viel wichtiger. Ja, der geht's auch gut, die wird wieder besser. Sie brauchen sich also um viele keine Arbeit mehr zu machen. Och, das tue ich doch gern, Herr Runge. Für Sie beiden kann ich doch auch ein bisschen mitsorgen. Nee, das können wir gar nicht annehmen. Wir hatten auch schon was in Sicht. Die Frau war gerade hier und hat schon zugesagt, den Haushalt hier so ein bisschen in Ordnung zu halten. Ja, aufdrängen will ich mich ja nicht. Aber mich würde interessieren, was nimmt sie denn die Stunde? 5 Mark. Ich hätte es umsonst gemacht. Unnütze Geldausgabe, ich bezahle nix. Teilt ihr euch den Schaden, Mann. So ist das richtig. Was Mutter nachher verdient, klebt ihr wieder aus. Oh Gott, die Frau hatte das Geld nötig. Naja, denn ich will ja auch keine Konkurrenz machen. Mein Wahlfach auf der Schule war nämlich Sozialkunde. Und ich habe als Spezialprüfungsthema gewählt, Hausfrau, ein Beruf? Fragezeichen. Na, dann malen Sie mal ein ganz großes Fragezeichen. Und möglichst 3 Stück davon hintereinander aufs Papier. Nee, Herr Runge, wenn's nach mir gehen würde, Ausrufungszeichen. 3 davon. Und so groß und lang und dick wie Telefonmasten. Was die Frauen sich da im Haus zurechtpütschern, das ist doch kein Beruf, Fräulein Berner. Nö, bloß mehr Arbeit als im Beruf. Was? Wollen Sie meinen Beruf als Sekretärin schlecht machen? Ich weiß nicht, was Sie verdienen, aber... In der Firma zu viel und hier im Haus ist sie kein Pfennig wert. Also du werd nicht frech, ja? Das steht statistisch fest. Für 4 Personen braucht die Hausfrau in der Woche normal 90 Stunden. Mal 5 Mark, warte mal, das sind 450 Mark die Woche. Arbeitslohn, Fiete. Also ein Monatslohn von rund 2000 Mark. Und darum frage ich, wo bleibt die 40-Stunden-Woche der Hausfrau? Der Mutter deiner Kindervater. Gina hat mich in der Küche aufgeklärt. Was? Ich weiß nicht, warum Mutter weggegangen ist. Um ihre Schwester gesund zu pflegen, du Döskopf. Ja, was ist die Hausfrau? Putzfrau, Köchin, Hausdame, Technikerin, Heizerin, Einkäuferin, Finanzverwalterin, Kindermädchen. Alles in einer Person. Oh, da ist noch was hier ist, aber da will ich mich mal nun mal nicht drüber auslassen. Nicht, Herr Runge? Geliebte. Ja, mich brauchst du nicht aufzuklären. Das sagt dein Vater mal. Fiete, Anstand, Moral und Sitte. Ach ja, da hat Mutter ja auch noch für aufzukommen. Sie hatte. Wieso? Sie ist jetzt Krankenschwester. Sie hat da jetzt Nachtdienst. Sag mal, schämt ihr euch gar nicht? Als Krankenschwester. Ja, stimmt. Krankenschwester ist die Hausfrau ja auch noch. Aber das habe ich ganz vergessen. Ja, ich muss nun los, ne? Tschüss. Tschüss, Gina. Wir treffen uns nachher, ne? Ja. Du, und vielen Dank für hier. Oh, da nicht für. Na, dann für das andere. Oh, frech da. Tschüss, Gina. Tschüss.
Tja, so eine Hausfrau, nicht? Vater, was grübelst du? Bisher keine Zeit zu schreiben, da zu viel Arbeit. Das soll anders werden. Das muss auch anders werden. Und das wird auch anders werden. Ich weiß nur, was ich zu tun habe. Auf nach Canossa! Was soll ich denn da? Hey, ich fahre nach Neustadt. Wäre wieder alles in Ordnung. Frau Wolf? Ach, da sind Sie ja, Frau Wolf. Wer sind Sie denn? Regine Berner. Ich bin die Freundin von dem jungen Mann. Von Friedrich Runge. Ach. Was wollen Sie hier? Ja, ich muss Ihnen was sagen wegen dem Grünkohl. Den hat es ja nun schon zweimal gegeben. Herr Runge isst den ja so gern. Und Sie haben den ja auch so gut gekocht. Und Ja, weiß von ich. Ihrer Hand schmeckt er ihm ja auch noch mal so gut, sagt er. Ja, aber Fiete, also Friedrich Runge, der sagt gestern Abend zu mir, schon wieder Grünkohl. Aber das war ja für mich ein Weg mit dem Zaunfall, nicht? Ich also hin nach dem Markt. Beefsteak und ein paar Eier und ein paar Knackwürste, 2 Dosen Fisch und ein Glas Senfgurken. Ja, die macht er nämlich so gern. Ja, er ist nämlich ein bisschen verwöhnt, müssen Sie wissen. So ist er. Ja, von seiner Mutter. So? Ja, das ist er. Aber wenn wir heiraten... Na, ich meine, geht mich ja eigentlich nichts von an, aber geht das denn schon bald los? Ich sag ja wenn. Aber dann gibt's sowas auch nicht mehr. Dann muss er essen, was auf den Tisch kommt. Nichts gegen Ihren Grünkohl für Herrn Runge, Frau Bull. Aber Sie wissen ja, die Liebe geht durch den Magen. Ich dachte, die sitzt im Herzen. Tja, der Magen muss von unten her das Herz ja auch ein bisschen stützen, nicht? Aber ich stell die Sachen erst mal in die Küche. So, nun muss ich auch wieder los. Bei Herrn Runge bin ich nämlich nicht gut angeschrieben. Der sieht Sie hier lieber als mich. Mich? Ja, Sie, Frau Wolf. Das hat er und auch seine Tochter. Die haben mir das neulich ganz deutlich zu verstehen gegeben. Ja, und Fiete hat mir auch gesagt, mit Ihnen, sagt sein Vater, haben Sie hier in Glückspott gegriffen. Glückspott. Ja. Freut Sie das denn gar nicht? Doch, doch. Na, dann lassen Sie den Grünkümmer nicht anbrennen, nicht? Tschüss, Frau Wolf. Tschüss. Ja, und solange Sie hier sind, wird Frau Runge hier auch gar nicht entbehrt. Tschüss. Glückspott. Die Paula treibt doch wohl kein falsches Bier mit mir? Nee, das mache ich nun nicht länger mit. So. Oh, du hast auch schon Blumen geholt. Ja, passt das nicht in deine Regie? Aber was denn mit dir? Ach, nun mach zu, du musst doch los, sonst überraschen sie dich hier noch. Lass sie doch. So, hast du einen Knall. Machst du nicht mehr mit? Nee. Ja, warum denn nicht? Fietes Freundin war eben hier. Ja, die sagt mir, das geht ja auch ganz gut ohne mich. Willst du dich denn deiner Familie aufdrängen? Nee, aber hast du nicht zu mir gesagt, die soll mal merken, was sie an ihrer Mutter haben? Hast du das gesagt oder nicht? Naja, das ist doch auch alles so gekommen. Nee, ist das eben nicht. Die Dirn sagt mir eben, mit dir hätte meine Familie einen Glückspott gegriffen. Och, was? Die dumme Dir. Das passt dir wohl nicht, was? Und sie hat das auch nicht gesagt. Mein Mann hat das gesagt, das weiß sie von Fiete. Clara, nun sei doch mal vernünftig. Du hast hier doch alles gemacht. Ich hab doch nur die Abrechnung geschrieben, dass sie deine Handschrift nicht erkennen sollten. Das weiß doch niemand. Du steckst doch Lob und Dank ein, was mir zusteht.
Hier, und dann hat mein Mann mir meinen Kasten Pralinen mitgebracht. Nee, aber dir. Den habe ich auch an dich weitergegeben, nicht? Die Hälfte hast du ja gegessen. Ich will nicht länger mit dir teilen. Nix und niemand. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Dass du dein Mann ist. Bitte, rein mit dir ins Schlafzimmer. Also, das gibt's ja heute. Spiel mir nur keine Komödie vor, das sag ich dir. Dann hab ich meinen großen Auftritt. Ja, aber da drin bitte, nicht? Ja, also zugesagt hat Frau Runge uns den Tisch und die Stühle für morgen Abend. Haben Sie schon Gäste für morgen früh angesagt, Kollegen? Ja, mein Mann hat nämlich sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Justiz, nicht? Naja, und morgen früh wollen wir Familie Runge noch nicht so gern stören, nicht? Also 6 Stühle und den Ausziehtisch wollten sie uns leihen. Ja. Sauber haben sie das hier, Frau Wolf, das muss man schon sagen, nicht? Hat mein Jung mir schon erzählt, was sie für eine tüchtige Frau sind. Ich weiß ja von der Tochter von Frau Runge. Ach so, ja, Augenblick mal. Wir haben vorhin schon mal geklingelt, weil wir gemeint hatten, wir hätten hier was gehört. Ja, Ich genau. möchte nur mal eben das Fenster im Schlafzimmer zumachen, nicht? Ja, das ist Erna, Na, die Runges auch was feiern? wieso? 2 Blumensträuße? Das ist verdächtig. Gott, verdächtig, verdammt verdächtig. Das ist bei dir schon die reine Berufskrankheit, nicht? Also Uschi hat doch zu Werner gesagt... Was hat Werner dir gesagt? So, darf Frau Wolf ja nur eigentlich gar nicht mit anhören. Nein, nu, warum denn nicht? Ja, also Uschi hat zu Werner gesagt, das ist du bald so, als wenn unsere Mutter wieder zu Hause wäre. Ja, können Sie was auf einbilden, Frau Wolf? So schnell, wie Sie sich hier eingelebt haben, nicht? Ja, ne, ja, man hilft ja gern, wenn Not am Mann ist, ne? Oh, das lassen Sie Frau Runge noch nicht hören. Not am Mann? Mhm. Dann kämen Sie gleich wieder von Ihrer Krankenschwester zurück. Ach, Herr Ricken, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ja. Also, was isst du? Ach, mit dem Tisch und den Stühlen, das ist in Ordnung. Ja, aber natürlich. Nehmen wir doch gleich mit, Erna. Ja, nehmen wir gleich mit, nicht? Ja, Ja, das schaffen wir. ja, wenn Sie meinen. Ich mein, geht denn das? Natürlich. Meine Erna ist stark. Ja, ich werde fix verwöhnt von ihm, nicht? Ja. Kavalier der alten Schule, nicht? Genau, Frau Wolf, genau. Die anderen beiden Stühle hole ich gleich nach, nicht? Ja. Was ist denn das? Riecht hier was angebrannt? Fleisch? Oder was ist das? Cool. Ja, ich guck gleich mal nach. Rotkohl, nicht? Grünkohl, Weißkohl, Blumenkohl, Rotkohl, Sauerkohl. Rouladen, Philipp. Ja, ich gehe nicht mit an die Tür. Ich brauche da mal ganz schnell in die Küche. Steck du deine Nase mal in den Kohlpott. In mein Familienleben hast du nur lange genug reingesteckt. Angebrannt, was? Mit rein in die Küche. Ja, das kommt doch gleich zurück. Meine Güte, was kommt das doch hinterher? Hier, sieh gleich. Tatsächlich. Sengebüttel, eine Station vor Brandenburg. Ja, der Topf ist aber schon vom Herd. Ja. Ja, was ist denn nur mit dem Tisch? Für den Tisch? Ja, fast Nachbar Peter wohl nachher ein bisschen mit an. Der ist für Frauen. Zu schwer, Frau Wolf. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob der so durch die Tür geht. Ja, ist auch reingegangen, ne? Ja, es wird gehen. Ach, Herr Riegen, das kriegen Sie nachher denn ja zu sehen. Ich muss mich nämlich wieder ums Essen kümmern, ne? Ja, dann bist nachher schöne Nachbarin. Oh. Ja, das hätte ich fast gesagt. Aber es stimmt ja nicht ganz. Nein, Nachbarin. Danke. Ja, wie ist es denn mit Frau Runge? Dauert das noch länger, Ja. bis sie wiederkommt? Herr Riegen, das weiß ich auch nicht. Nein. Danke. Oh, bitte. Clara, du musst doch nun los. Nee, nur gerade nicht. Ja, was willst du denn? Hier bleiben. Gut, denke ich. Denn sieh du nur mal zu, wie du dich hier wieder rausreden kannst. Wo bist du denn gewesen die ganzen Tage? Bei dir natürlich. Bei mir? Nö, da weiß ich nichts von ab. Paula, du willst mich doch wohl nicht sacken lassen. Na, und du willst mir hier doch wohl nichts aufsagen, was nicht stimmt. Was ich gehört habe, habe ich gehört. Glückspott. Du, da reden wir noch drüber, aber nicht nun und nicht hier.
Warte unten in den kleinen Eckcafé auf mich. Ich komme dir gleich nach. Ich muss doch sehen, ob hier von dem Kohl noch was zu retten ist. Ja. Ja, oder soll dein Mann hungern? Nee. Ja, ich sorg schon für ihn. Nur mal los. Aber nicht so doll, ne? Kommst gleich nach? Ja. Bist du? Bestimmt. Also da habe ich mich aber wirklich auf was Schönes eingelassen hier. Ach nee, der wird ja abgeholt. Ist wie in der Küche. Oh, Kinders, nee, das ist aber auch. Meine Frau meint, wir sollten den Tisch doch gleich rüberholen. Ja, wir wissen uns nicht, wie wir die Plätze verteilen sollen, Frau Wolf. Und wenn Sie eben mit anfangen, dann schaffen wir das. Ja, nicht. meinetwegen. Das mal, ich schieb das hier mal ein bisschen an die was für Seite. keine Umstände, Frau. Na Ja, dann kommen wir doch noch besser Ja, durch. Sie vielen Dank. Dankeschön. So. Zu Glas. Komm. Schön, nicht, Frau Wolf? Hab deine Augen und Ohren beim Tisch, Wilhelm. Ja, Mann. Vorsicht, die Tür ist aus Glas. Vorsicht. Na, ich geh lieber mit rüber. Was ist denn hier kaputt? Der Vogel ist ausgeflogen und hat das Nest gleich mitgenommen. Das ist doch nicht möglich. Du hast ihr gestern Abend noch 200 Mark gegeben. 400 Mark in der kurzen Zeit. Na, dafür hat sie auch was gekauft, nicht? So 100 Mark höchstens. Raffiniert was. Von wegen Mutters Freundin. Du, die Frau in Neustadt. Die steckt bestimmt mit ihr unter einer Decke. Sonst hätte die dich doch nicht so abgewimmelt. Meinst du das? Ja. Du, die muss vors Brett. Ja, wo die Wulfen wohnt, wissen wir ja nicht. Und Mutter auf dem Kursus. Auswärtsstation, sagt die Frau zu mir. Und ich lasse ja auch noch die Blumen da, die ich für Mutter mitgenommen hatte. Lange kann sie noch nicht weg sein. Der Kohl ist noch warm. Aber angebrannt. Ja, das rieche ich bis hierher. Ja, nun hilft das nichts. Polizei muss her. Ja, im Krankenhaus in Neustadt wussten sie auch nichts. Wo steckt Mutter denn bloß? Suchanzeige. Soll ich die gleich auf der Polizei aufgeben? Steh mal, da kommt einer. Nanu, wollen wir ausziehen? Wir haben uns die Wohnung ausgeräumt. Möbel klauen, das ist ja wohl das Allerneueste. Da steckt bestimmt die Frau Wolf dahinter. Die klauen doch was anderes als den Tisch und die Stühle. Ja, weißt du, was uns fehlt? Ja, Mutter! Was holt ihr bloß für Weibervolk ins Haus? Dina hat hier erst mit einer gesprochen. Die war von Statur und Aussehen bestimmt nicht die Frau Wolf. Nee, Fide hat mir die ganz anders beschrieben. Ich wollte Fide was zu essen bringen und da... Und da? Sie hat sich immer mit Frau Wolf anreden lassen. Viel gesagt hat sie nicht. Oh, was ein Wunder. Die hatte ihre Gedanken bestimmt schon bei ganz was anderem. Komplott. Die hört bestimmt mit dazu. Und die Wulfen auch. Darum soll dir auch bei der Arbeit keiner auf die Finger gucken. Tja, wo ist Mutter denn nu? Du warst ja ein Neuster, Vater. Ich habe sie da nicht angetroffen. Nee, wo ist sie denn? Ja, weiß ich das? Oh, hallo. Was heißt hier Hallo? Wo ist denn der Tisch und die Stühle? Drüben bei Riegens, da komme ich gerade her. Ich habe mich so ein bisschen in Schnack aufhalten lassen. Leider. Oh, wo kommen Sie denn mal alle drei her? Ich komme aus Neustadt. Meine Frau ist gar nicht in Neustadt. Ach nein. Ja, ich meine doch auch, die wäre bei Ihrer kranken Schwester, haben Sie mir selber gesagt, Herr Runge. Wohnt die denn in Neustadt? Nee, die wohnt in Barmstedt. Ja, dann ist sie da doch auch. Nee, da ist sie eben nicht. Ja, also nun verstehe ich gar nichts mehr. Ach, das ist ja auch egal. Was sollen die Möbel denn bei Riegens? Ja, Rieken hat doch morgen Dienstjubiläum und Ihre Frau hatte Ihnen die zugesagt wegen all der vielen Gäste. Naja, habe ich eben tragen helfen. Hätte ich das lieber nicht tun sollen. Nein, wenn das so ist, kann ich nichts dazu sagen. Ne? Und wo sollen wir nur essen? Also viel wichtiger ist doch wohl, wo Mutter jetzt ist. Ja, das weiß ich ja nur auch nicht. Ich habe hier wenigstens alles wieder schön in Ordnung gebracht. Ne? Vielen Dank auch, Frau Wolf. Sie haben Ihre Pflicht getan. Wir sind voll und ganz mit Ihnen zufrieden. Bis auf den Kohl, Vater. Ja, da kam Riekens dazwischen und da ist mir das denn passiert. Ich hab ja was Besseres zu essen, nicht, Gina? Was guckst du denn? Tja, die gucken mir die ganze Zeit schon so an. Habe ich was an mir? Sagen Sie mal,
Haben Sie eine Vertretung hierher geschickt heute Nachmittag? Nein, wie komme ich denn dazu? Haben Sie eine Schwester? Ja, die habe ich. Ich habe hier nämlich vorhin eine Frau getroffen, die hier aufgeräumt hat und die hat sich Frau Wulff genannt. Ja, also wissen Sie, das war so. Die Frau meine ich, die... Nur mal raus mit der Sprache, Frau Wulff. Sie hatten keine Zeit und da haben Sie eine andere Frau hergeschickt. Ja, Herr Runge, genau so war das. Ich mochte es nur nicht sagen und wenn das Fräulein nun nicht gekommen wäre, hätte ja auch keiner was gemerkt, ne? Ist ja nur alles unwichtig, Vater. Ich mach mir Sorgen um Mutter. Ich mir auch, Vater. Ja, meint ihr, ich nicht? Los, Kriegsrat! Bitte. Frau Wulff? Ja. Vertrauen gegen Vertrauen hatten wir abgemacht. Hatten wir, Herr Runge. Ja, und Sie schleppen uns hier wildfremde Frauenspersonen ins Haus. Ja, für uns ist sie das so, wenn das auch Ihre Schwester gewesen ist. Soll auch nicht wieder vorkommen, Herr Runge, bestimmt nicht. Sagen Sie mal, Frau Wulff, woher wissen Sie eigentlich, dass am Donnerstag da... Ja, und bei mir haben sie gestern, genau wie meine Mutter das immer getan hat. Nun lass mich doch erst mal, Uschi. Ruhe! Jetzt rede ich. Jetzt mal raus mit der Wahrheit, Frau Wulff. Mir ist am Mittwoch aufgefallen, dass Sie genau wie meine Frau es immer gehalten hat, meinen Anzug für die Vereinsversammlung an den Schrank gehängt haben. Ja, ach, der musste doch mal auslüften, Herr Runge, nicht? Ja, und Donnerstag mein Turnzeug. Ja, und gestern meine Schuhe für den Tanzamt, die dann hing es denn. Lass uns dich doch erst mal ausziehen, Uschi. Ihr seid ja so besorgt um mich, das kenne ich ja gar nicht von euch. Und so lange bin ich doch gar nicht weg gewesen. Nee, nicht? Wer sind Sie denn? Wir, Mutter, das sind nämlich Gina und ich. Du, Mutter, Gina hat mich hier so ein bisschen betüdelt, dass ich auch satt wäre, ne? Kohl, jeden Tag, immer Kohl, ne? Hier riecht doch was angebrannt. Du lass mal, Mutter, kümmere ich mich schon darum. Clara, zieh deine Schuhe aus! Regie, Clara, deine Puppen tanzen. So. So. Und nun will ich ehrlich sein. Ich hab euch was vorgemacht. Ich hab den Kursus in Neustadt gar nicht mitgemacht. Nee, wir sind tagtäglich von Neustadt hierher gefahren, um nachzusehen, ob es den lieben Dreien auch mal ein Jahr gut geht. Nee, das stimmt nicht ganz, Fräulein Gina. Ich bin nicht von Neustadt hergefahren. Warum tun Sie mal nicht so? Das soll Ihnen mal erst mal einer nachmachen, was Sie für Ihre Familie alles tun. Sagen Sie mal, Freund Berner, wie kommen Sie dazu, Rechtsanwalt für meine Frau zu spielen? Nicht Rechtsanwalt, Herr Runge. Augenzeuge. Ich habe Ihre Frau nämlich heute Nachmittag beim Reinmachen überrascht. Stimmt das, Clara? Ja, Peter. Das ist ein starkes Stück. Frau Wulff? Ja. Lässt Mutter die Arbeit machen. Steckt das Geld für sich ein. Und sagt, das wäre Ihre Ich Schwester. verbiete euch so, über meine Freundin zu sprechen. Ja, nur mal langsam, Clara. Frau Wulff, Sie haben doch zu mir gesagt, das ist Ihre Schwester gewesen, die hereingemacht hat. Nee, von meiner Schwester habe ich gar nichts gesagt, Herr Runge, das haben Sie gesagt. Ja, meine Frau hat hier reingemacht. Tagtäglich. Na, das kann ja wohl nicht angehen. Ich schwöre, ich habe das heute Nachmittag selber gesehen. Und meine Mutter hat das schon alles eingestanden. Na, sag mal, was heißt denn hier eingestanden? Ist das denn Verbrechen, wenn eine Mutter sich für ihre Familie aufopfert? Vielen Dank, Paula. Ja, Entschuldigung, Frau Wulff, aber stellen Sie sich vor, meine Frau ist jeden Tag von Neustadt hierher gekommen, um uns drei zu bemuttern. Und das hat sie bis heute geheim halten können. Alle Achtung, Clara, nicht mal ich hab das gemerkt. Kann ich Ihnen einen Versöhnungsschluck anbieten? Ja, gern. Ich bin ja nur aus dem Schneider, nicht? Ah, spielen Sie Oscar? Na, und wie
Kranken haben, außer Lameng mit Kontra und Rio, Bock und Herz und Drei, was dazu. Donnerwetter. Und wir spielen höchstens mal Quartett, nicht, Mutter? Ja, ist schon so lange her, nicht? Ach nee, Clara, was in der Woche mit uns dreien passiert ist, du warst immer dabei. Die Hauptperson, Mutti. Was habe ich dir gesagt? Ja, schenkt Paula mal eben einen ein, nicht? Ja, was steht zu Diensten? Wieder bin ich mal. Ja. Herr Runge, mir einen Klaren, bitte den Doppelten. Aber sag mal, wo sind eigentlich die Theaterkarten geblieben damals? Also ich hab hier gesucht. Die Theaterkarten? Ja, doch. Diese doch. Hier. Hier. Danke. Ja, hier. Ach, das waren Ihre Karten. Ja. Oh, ich ahne was. Fiete. Bitte, Clara. Ich will keine große Rede halten. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Prost. 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 Prost, Dina, für dich einen extra Schluck. Danke, Frau Runge. Und jeden Verdacht, der sich hier schon eingeschlichen hatte, Uschi schaut sich dabei an, den trinke ich mit einem Dankbarkeitsschluck für Sie, meine liebe, verehrte Frau Paula, unterm Tisch. Oh, Augenblick. Prost! So, ich bin ja nun wohl entlassen. Ja, für heute Abend, Paula. Du bist uns zu jeder Zeit herzlich willkommen. Danke, aber du kannst mich ja auch mal besuchen. Ach, da fällt mir überhaupt ein. Sag mal, weißt du eigentlich, wo ich wohne? Nee, wo wohnst du denn? Da sind wir neulich ja gar nicht zugekommen, das zu beschnacken. Ja, eben, aber wir treffen uns ja sowieso morgen. Das heißt, wenn du nun hier bleiben willst. Das wehrt Sie, Frau Wolf. Ja. Musst du auch, Mutter. Das willst du doch auch, Mutti, ne? Ja, Gott, ich bin ja gar nicht erst nach Neustadt hingefahren. Ich hatte ja schon gleich so ein Heimweh. Mutter, wein doch nicht! Du bist doch und du bleibst doch auch hier. Ja, aber einen Brief musst du doch nur wohl schreiben an die Frau, wo du gewohnt hast, dass du nicht wiederkommst. Ja, kannst du das nicht für mich besorgen? Ja, das kann ich, wenn du mir die Adresse gibst. Ja, tue ich. Ich meine, du kannst ja mal einfach schreiben, ich wäre krank geworden. Ja, das mache ich. Kannst du doch Briefe schreiben, als letzten Dienst in dieser Angelegenheit. Clara, das regissiere ich schon hin. Du bist also krank. Oh, guten Abend. Ja, was Schlimmes, Frau Runge. Nun sind Sie krank. Und was ist mit Ihrer Schwester? Die ist wieder gesund. Oh, das tut mir leid. Was ist das? Wir sind froh, dass wir unsere Mutter gesund und heil wieder hier haben. Und Sie? Ich habe das schon richtig verstanden, Frau Rieck. Ja, wir sind auch nur gekommen, um auch Sie einzuladen für morgen Abend, Frau Wolf. Ja. Und die Jugend. Danke. Dito. Ich komme besonders gern. Ach nee. Uschi ist doch eine nette Deer, nicht? Ist unser Werner bestimmt nicht mit betrogen, nicht? Wenn er sie kriegt, nicht? Ja, und Sie sind also die Freundin von Fiete? Ja, Frau Rieck. Die Gina ist noch tüchtiger als Uschi, Frau Rieger. Aber das ist mein persönliches Eigentum. Ja, und ich habe meine Clara und Sie haben Ihren Willem und so hat jeder von uns seinen Teil. Ja. Und was ist mit Ihnen, Frau Wolf? Ich bin sozusagen die Freundin von Frau Runge. Oh. Uschi, Fiete, ich glaube, wir drei sollten doch ein schlechtes Gewissen haben. Tja, wenn ich mir das jetzt überlege, dann waren wir das doch wohl, die Mutter. Und auch Sie damals davon abgehalten haben, ins Theater zu gehen. Nein, also das war ja nur Schicksal. Sieh mal, wenn wir nur ins Theater gegangen wären. Und das Telegramm wäre gekommen? Dann hätte Ihre Frau nicht so schnell Krankenschwester spielen können, Herr Runge. Ja, sagen Sie aber ein wahres Wort, Frau Rieck. Ja, und dabei bin ich überhaupt gar nicht für Theater. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso sich Menschen für so einen Kram hergeben. Du, Clara. Was soll ich da nun zu sagen, Paula? Am besten gar nichts. Naja, Willem, komm. Dein Krimi. Ne? Ach ja, ist ja wahr, Emma. Wir sehen uns morgen Abend ja alle wieder, nicht? Ja. Tschüss, Frau Wolf. Na dann, tschüss allerseits. Tschüss. Ach, und das mit der Krankheit. Ich meine, die Krankheit, die Sie von Ihrer Schwester da mitgebracht haben, das ist doch wohl nichts Schlimmes. Steckt das an. Nee. Ich meine, mir wurde doch gesagt, Sie sind krank. Nee, ist alles halb so wild. So. Was hatten Sie denn? Oh Gott, Schwindelanfälle. Ah, Schwindelanfälle. Das ist ja eigentlich mehr eine Krankheit für Männer. Hab ich nämlich manchmal auch. Ja. Die Männer haben sie und wir Frauen haben darunter zu leiden. Nicht? Die haben doch gar keine Gelegenheit, euch mal was vorzuschwindeln.
Ist das so, Frau Runge, ne? Ja, also ich wäre nie auf so einen Gedanken gekommen. Was sagst du, Paula? Was? Wieso? Ich habe doch keinen Mann, an dem ich meine Künste ausprobieren kann. Beste, Frau Wulff, wenn es daran fehlt. Dann. Ja, dann sollten Sie mal wieder heiraten, nicht? Wilhelm? Ja, Mann. Dann Krimi. So, und du gibst was zu essen. Ja. Dafür sag ich. Du und ich helfen dir, komm. Das ist meine Sache. Unsere Sache ist das hier. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Jetzt fängt das Theater wieder von vorne an. Nein, Herr Runge, bei Ihrer Frau nicht. Die ist so und bleibt so. Die macht nicht Theater spielen. Mutter, wenn ich an den Abend damals denke, könnte ich mir noch welche an die Backen geben. Ja, hätt's ja mal sagen können, ich will ins Theater. Seht ihr drei zu, wie ihr fertig werdet. Die blödsinnigen Manschettenknöpfe aber auch, nicht? Ja, und meine Turnschuhe und Turnbüchse. Was soll das? Bin doch kein kleiner Junge mehr. Clara, dann bist du hier ja nur eine über, nicht? Oh, protestiere! Doch mal eben, eure Mutter hat hier denn auch überhaupt nichts mehr zu tun. So, und das Loch hier im Strumpf? Ja, und das kaputte Futter hier. Und mein Kostüm aus der Reinigung. Oh, Entschuldigung. Hier habe ich den Zettel. So, Peter, komm. Zieh die Socken aus. Ja. Bitte her mit der Büchse. Tschüss, Clara. Tschüss. Was habe ich dir gesagt? Die Hauptrolle, die spielst du.